Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel beim ersten FC Heidenheim. Joa, 30. Bundesligaspieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mal gespannt, wie viele Fragen wir zu Heidenheim hören und wie viele Fragen wir zur Champions League aushören. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, Leute. Ist völlig kostenlos auf YouTube und unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein, wa? Karfreitag, nicht nur das Osterwochenende steht an, sondern auch der 30. Spieltag in der Bundesliga. Der FC Bayern München ist zu Gast beim ersten FC Heidenheim. Darüber wollen wir sprechen, wie immer mit unserem Cheftrainer Vincent. Ja, und weil es der leise Feiertag ist, ohne Bild heute. Kompanie und unserem Sportdirektor Christoph Freund. Guten Morgen an euch und die erste Frage von der dpa, Christian Kunz, bitte. Guten Morgen zusammen. Eine Frage an den Trainer. Wie schwierig ist es, die Mannschaft jetzt nach so einem Erlebnis und vor dem nächsten Bundesligaspiel wieder aufzurichten? Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist unser Job. Wir müssen, ich glaube sogar, dass es besser ist, dass wir wieder ganz schnell spielen. Für uns ist es jetzt absolute Priorität, was wir gegen Heidenheim machen in den nächsten 90 Minuten. Und nach dem Spiel kannst du nicht so viel mehr kommunizieren, außerhalb in Leistungen und auf dem Platz. Doch, User, Kimmich kann das. Der kann sich nach dem Champions League aus dahinstellen und dumme Scheiße labern, obwohl er in allen wichtigen Spielen, bei allen Niederlagen, die wir in der Champions League erlitten haben, fast nicht zu sehen war. Und das können wir natürlich grandios, oder? Morgen machen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir so schnell wieder spielen. Nächste Frage von Kerry Hau von Sky, bitte. Ja, guten Morgen zusammen. Auch Frage an den Trainer. Wie gehen Sie persönlich jetzt mit diesem Rückschlag um? Was werfen Sie sich vielleicht auch selbst nach diesen beiden Spielen vor? Oder sagen Sie, das ist jetzt abgehakt und es geht jetzt für Sie auch direkt nach vorne? Danke. Es gibt immer einen Moment, wo man zurückschauen kann, aber in diesem Moment ist alles sehr, sehr pragmatisch. Also alles nutzen, was wir nutzen können, damit wir... Das ist richtig. Der Moment ist vielleicht zwischen, ich weiß gar nicht, wie viel Luft da ist, zwischen Bundesliga-Ende und Club-WM. Da wir ja nicht im Champions League-Finale sind, sollten da ja auf jeden Fall schon mal 2-3 Wochen Luft sein. Dann kann man zurückschauen. Ne? Wir werden das natürlich schon vorher tun hier auf dem Kanal, aber Winnie kann das dann in dieser Zeit tun. Jetzt ist mit Sicherheit nicht die richtige Zeit dafür da. Du musst zusehen, dass du Deutscher Meister wirst. Wir besser sind in die nächsten Spiele und man muss damit umgehen wie jeder Rückschlag im Leben. Also die Vergangenheit ändern kannst du nicht. Aber was wir haben, ist, dass wir die nächsten Spiele einfach zeigen können, wie gut wir sind, was wir vorhaben. Und ich bin auch nicht einer dafür. Ich habe dieses Talent nicht, um selbst to be down with your mood. Wie sagt man das? Selbstmitleid zu zerfließen. Runterziehen, genau. Runterziehen, ja. Dieses Talent habe ich nicht. Ich bin eigentlich von Natur aus immer sehr, sehr motiviert, sehr, sehr hungrig. Falls wir morgen einen Titel gewinnen sollten, dann würde das auch extra Motivation sein. Und wenn ein Rückschlag kommt, dann ist es auch extra Motivation. Also ich brauche nicht so viel, damit ich wieder am nächsten Tag wieder reinsteige mit voller Energie. Vincent Schipke von Merkur CZ, bitte. Guten Morgen, Herr Company. Sie haben ja gerade schon erklärt, dass Sie extra motiviert bleiben. Wenn es jetzt in der Bundesliga mit der Meisterschaft klappt, wie fiel denn dann Ihr Fazit aus? Mit einem Titel, aber eben dem Ausscheiden in der Champions League und dem DFB-Pokal. Leute, ey, ganz ehrlich, DFB-Pokal kann man ja drüber reden, aber wie wir ausgeschieden sind, war natürlich auch maximal unlucky. Jeder, der jetzt mal ernsthaft, der sich vor der Saison da hingesetzt hat und hat gesagt, oh, Finale, da hauen wir in München, ja, der FC Bayern ist im Finale dabei. Alter, der hat einfach auch keine Ahnung von Fußball. Ja, Punkt. Einfach Punkt, Alter. Ja, setzt euch mal mit diesem Kader auseinander, der da rumdümpelt seit 2 Jahren. Diesem Kader hat sich nichts geändert. Nichts. Außer Michael Olise. Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe. So, du bist wieder gegen Inter Mailand und davor da rumgedümpelt mit Goretzka und Kimmich in der Zentrale. Leute, die beiden
deren Zeit, das ist fußballerisch, das ist absolut überholt. Ja, die beiden zusammen in der Zentrale ist absolut überholt. Und wenn die beiden in der Zentrale spielen, werden wir international aber mal gar nichts reißen. Ja. So, das ist mein Take. Dazu natürlich die 3 Ausfälle. Wären die 3 Ausfälle da gewesen, wären wir sehr wahrscheinlich weitergekommen gegen Inter Mailand. Das müssen wir jetzt auch nicht schlecht reden. Das war eine knappe Kiste. Ja, alles ist gut. Aber nochmal, mit dieser Zentrale, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwo so da drin. Das ist nicht richtig defensiv. Das ist nicht richtig offensiv. Da fehlt ein Spielgestalter. Da fehlt ein klarer Sechser, so wie wir es jahrelang hatten. Und dann kannst du dieses System spielen. Aber du kannst nicht dieses System spielen mit was? Mit einem, der alles spielt, mit einem, der sich versteckt. Das funzt halt einfach nicht, Alter. Und das siehst du dann halt einfach gegen solche abgewichsten Top-Mannschaften. Da siehst du das erst. Ja, wenn du in der Bundesliga gegen Tupfershausen spielst, Alter, ja, da kannst du auch die zweite Garde hinschicken vom FC Bayern. Ja, ich will eigentlich nur reden über, natürlich, wir sind jetzt in einer sehr guten Ausgangsposition für die Bundesliga, aber ich will eigentlich jetzt nur reden über das Spiel gegen Heidenheim gewinnen. Und diese nächsten 90 Minuten sind für mich die Priorität. Ja, so sollte man den Bums auch angehen, wenn man weiß, dass man nach Heidenheim noch Mainz, Leipzig und Gladbach hat. Ja, Gladbach und Mainz sind gerade wieder ein bisschen am Straucheln, nachdem sie starke Serien hatten. Leipzig ist wieder ein bisschen erstarkt. Selbstläufer werden das auch nicht, ne? Muss man auch mal klar sagen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass noch irgendwas anbrennen wird in der Meisterschaft. Aber ja, wir werden mal sehen, ob man jetzt in so einem Loch ist oder nicht, jetzt nach dem Champions League aus. Ich denke, die Mannschaft hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, der Verein auch. Ich bin gespannt. Und hoffentlich bekommen wir dieses Gespräch und diese Frage über, was heißt das, wenn man die Bundesliga gewinnt. Aber im Moment will ich erstmal... so Schwachsinn, das, was hätte, wäre, wenn zu beantworten. Ne? Das kannst du beantworten, wenn es soweit ist. Alter. Hoffentlich die nächsten 5 Spiele gewinnen, aber erstmal gegen Heidenheim. Ja, 3 reichen. Ne? Michael Schröer von der Bild-Zeitung, bitte. Hallo Company, dennoch ist es ja so, dass nach dem Ausscheiden in der Champions League schon der Fokus jetzt viel, viel mehr auf der Bundesliga liegt. Erhöht das gleichermaßen auch den Druck? Nein. Ja, das den Druck erhöhen, Alter. Unser Anspruch ist, deutscher Meister zu werden, ob wir eine Champions League, ob wir ein Triple gewinnen oder ob wir nur eine Meisterschaft gewinnen. Der Anspruch ist immer, deutscher Meister zu werden. Da ändert sich der Druck doch nicht. Also ist das es ist nicht weniger oder mehr Druck. Ja, es ist, Schwachsinnsfrage. Das ist eine gute Konstante in Bayern. Also was man, ja. ich glaube, ist halt was da, man Alter. immer als größte Konstante hat in diesem Verein, ist, dass man eine gesunde Masse Druck hat. Und ich glaube, du musst es auch eigene Masse genießen oder auf jeden Fall mit umgehen können. Das ist richtig, Und sonst bist du falsch bei uns. ja, das gehört dazu. Was für mich wichtig ist, und ich Sind ja schon viele Spieler und auch der ein oder andere Trainer dran gescheitert, wa? habe es auch gesagt, es ist natürlich die nächsten 90 Minuten gegen Heidenheim, aber auch, was das bringt, nicht nur für die Meisterschaft, aber auch. Und da musst du auch da sein, ne? Gegen Heidenheim. Also die spielen um Abstieg. Also die sind 2 Punkte vor Bochum. Da geht es, ob man Relegation spielt oder direkt absteigt. Die spielen zu Hause, die werden 110% in die Zweikämpfe werfen. Also du musst schon da sein vom Schädel her, ne? Und natürlich physisch auch. Also sollte man jetzt auch nicht so sehen, dass das ein Selbstläufer wird. Klar, wenn du deine Qualität auf dem Feld kriegst, alles ist gut, ja. Dann musst du das Spiel gewinnen, aber also ein Selbstläufer wird das auch nicht. Auch dieses Club-WM in 2 Monaten und in 5 Monaten gibt es wieder dieses erste Spiel im Champions League. Also das kommt immer wieder, aber man muss erstmal dieses Bundesliga-Ziel holen und dann geht es weiter. Wieder von vorne Christian Kunz, bitte. 2 Fragen an Christoph Freund. Zum einen, inwieweit kann so ein Misserfolg wie der von Mailand auch der Startpunkt für eine große Entwicklung? Nein, 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 nein. Einfach nein. Dieser Kader ist nicht zu vergleichen mit den Kadern, wo das mal so war, wo es große Niederlagen gab. Die gab es aber auch nicht im Viertelfinale, die gab es dann eher in Finalspielen. Ja, dann kann was wachsen. Aber was soll wachsen? Ein Thomas Müller hört auf. Ein Manuel Neuer macht noch ein Jahr, dann ist er weg.
Ein Joshua Kimmich, sorry Leute, ist maßlos überschätzt, ist auch schon 29. Harry Kane spielt maximal noch ein Jahr in München, wenn er nicht nächstes Jahr schon weg ist. So kannst du es durchgehen. Ja? Was soll da wachsen? Ja, viele Spieler waren gar nicht mit dabei. Also nein, dafür war diese ganze Champions League-Saison einfach nicht gut. Guckt euch die einzelnen Ergebnisse an, die waren nicht gut. Punkt. Ja, da kann nichts wachsen. Wären wir überzeugt aufgetreten, wären unglücklich ausgeschieden, ja, dann kannst du sagen, ja, es wächst was, es entwickelt sich was. Aber diese Mannschaft braucht eigentlich erstmal einen radikalen Umbruch. Ja, und dann können wir gerne darüber reden, ja, da wächst was in 1, 2 Jahren. Ja, aktuell wächst da gar nichts. Aktuell ist diese Mannschaft auf der letzten Rille, Alter, was viele Positionen anbelangt. Und wie gesagt, wir sehen Kimmich und Goretzka gefühlt seit 20 Jahren in dieser zentralen Position, Alter. Und es wird nicht besser. Ja? Es wird von Saison zu Saison eher schlechter. Also, und das ist eine super wichtige Position im Spiel. Ja? Entwicklung sein. Und die andere Sache, wie weit nerven Sie die ganzen Leute, die jetzt alles besser wussten, was falsch gelaufen ist? Ich habe seinen Startpunkt sein kann. Naja, also Klugscheißer gibt es immer. Ich gehöre mit Sicherheit auch dazu, aber ich habe das vor dem Spiel alles gesagt. Und ich habe das schon die letzten Wochen gesagt. Ich sage das schon in der Hinrunde habe ich gesagt, es wird Zeit, es ist okay, wenn Vincent Kompany ein halbes Jahr da ist, dass man eine Idee hat und Feuer frei macht. Besser wie Tuchel, der gar keine hatte. Aber es ist doch logisch, dass die Mannschaften den FC Bayern analysieren, dass die Mannschaften sehen, ja, der FC Bayern macht das und dann entwickeln die halt Konzepte dagegen. Ja, so, dann musst du doch die Möglichkeit haben zu sagen, oh, ja, heute spielen wir so, aber da ist einfach gar kein Durchkommen. Der Gegner macht das gut. Wir müssen jetzt mal irgendwie was anders machen. Ja? Und das können wir nicht. Das können wir nicht. Kriegen wir nicht hin. Ja? Und dazu ist auch wie schon unter Tuchel auch, wie unter Nagelsmann, wie unter allen Trainern, die Formkurve ist wieder so. Hinrunde, Rückrunde. Zwar nicht so krass dieses Jahr, ja, eher schleichend ein bisschen, aber sie ist da. Ja, und das gipfelt dann in so Spielen wie Inter Mailand. So, wo hast du Harry Kane gesehen? Wo hast du Kimmich gesehen? Ja? Die beiden letzten verbliebenen absoluten Führungsspieler, wo waren sie in diesen Spielen? Ich meine, Harry hat wenigstens noch ein Tor gemacht im Rückspiel, aber ansonsten war er auch blass. Also, nee. Aber klugscheißen, natürlich können wir immer klugscheißen. Ja? Aber sorry, wenn man die ganze Saison rechts einen zentralen Mittelfeldspieler, ein Pressingmonster, was perfekt in dieses System passt, auf die Rechtsverteidigerposition stellt, nur damit man Kimmich nicht sagt, pass mal auf, du bist in Deutschland der Rechtsverteidiger und der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, das bist du bei uns jetzt auch. Ja, sorry, Alter. Da muss man sich da jetzt nicht hinsetzen und dann, ja, was halten sie denn davon, dass jetzt die ganzen Leute klug scheißen? Weil auch das erzähle ich schon seit Anfang der Saison, dass ein Conny Leimer einfach als Rechtsverteidiger eine Wurst ist, Alter. Ja, der hat ja einen gewissen Einfluss nach vorne, nach hinten ist er eine Wurst. Und jetzt stellt euch mal vor, der würde in der Zentrale spielen und hätte diesen Einfluss nach vorne. Und dazu hättest du einen Kimmich auf der rechten Seite, der einen riesen Impact hat durch seine sehr, sehr guten Flanken, die er hat. Und mit Sicherheit defensiv stabiler sein wird, wie es ein Conny Leimer jemals ist, ja, jemals sein kann. Ja, macht man nicht, weil König Josua muss in der Mitte spielen und muss fünf Positionen gleichzeitig bespielen. Und solange das so bleibt, und das bleibt es die nächsten 3 Jahre, weil der Vertrag verlängert wird, werden wir international nichts reißen. Wir werden sehen, also es war natürlich bitter. Und das sage ich jetzt schon mal, nicht, dass man dann in 3 Jahren sagt, was sagen Sie zu den Klugscheißern wie jetzt? No? Auch mal nicht drum herum reden, das war unser großer Traum, der ist dann zerplatzt, aber das gehört im Sport und im Fußball dazu. Und man hat auch gespürt und gesehen, natürlich auch, wenn man die Gesichter... Das ist richtig. Da gehe ich auch mit, das gehört dazu, Enttäuschung, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, sorry Leute, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hättest ganz, ganz viele Möglichkeiten gehabt, das zu verhindern, was gegen Inter Mailand passiert ist. Und das ganz einfach, indem du einfach mal gewisse Spieler auf vernünftige Positionen gestellt hättest. Gesehen hat nach dem Spiel in der Kabine, dass alle natürlich mal eine Enttäuschung hatten, aber trotzdem auch wieder Trainer danach zur Mannschaft gesprochen hat. Also es waren auch die Voraussetzungen nicht ganz so einfach. Wir haben dann darüber diskutiert, über Effektivität, über Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben hatten, haben in diesen 2 Spielen, in diesen 3 Spielen eigentlich, in diesen 7 Tagen, die sehr, sehr intensiv waren,
ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich da jetzt wirklich runterziehen lässt. Ich glaube schon, dass es wie Sie gesagt haben, auch was bewirken kann, noch enger zusammenzustehen und an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten, weil es gibt zwei Aspekte, die Leistung, und die Leistungen waren in den letzten Wochen sehr okay, auch mit schwierigen... Nein, waren sie nicht. Waren sie nicht. Sorry. Sie waren nicht sehr okay. Sie waren defensiv eine Farce und offensiv auch eine Farce. Offensive Chancenverwertung war eine Katastrophe und hinten macht man Abwehrfehler, individuelle Fehler, als wäre man in der E-Jugendmannschaft. Das ist dann nicht der Standard eines FC Bayern zu sagen, die Leistungen waren okay. Sorry. Das kannst du sagen, wenn du der SC Freiburg bist. Ja, aber nicht, wenn du der FC Bayern bist. Nichts gegen SC Freiburg, ja. Aber nur mal, um die Ansprüche zu verdeutlichen. Du hast den Anspruch, deutscher Meister zu werden, du hast den Anspruch, in der Champions League Inter Mailand auszuschalten. Und dann setzt du dich jetzt dahin und sagst, ja, aber nee, wir müssen das ein bisschen betrachten. Die Leistungen waren in den letzten Wochen okay. Nee, waren sie einfach nicht. Umständen, auch mit den ganzen Verletzungen, Ausfällen, die wir hatten. Und dann gibt es eben, was rausgekommen ist. Und das haben wir nicht geschafft. Aber trotzdem befindet sich die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das spürt die Mannschaft auch. Das spüren die einzelnen Spieler. Und das stimmt uns sehr, sehr positiv, dass daraus auch was entstehen kann. Nee, sorry, gehe ich nicht mit, Alter. Gehe ich nicht mit. Und ja, es geht jetzt gleich weiter. Das ist das Schöne, wie es auch der Trainer schon gesagt hat. Wir spielen morgen schon wieder. Und wir haben ein großes Ziel jetzt in den nächsten 4 Wochen, dass wir den Titel nach München zurückholen. Da kann man dann auch wieder reagieren. Und wir hatten auch in dieser Saison immer wieder Spiele oder kleinere Rückschläge. Und die Mannschaft hat immer sehr, sehr gut darauf reagiert. Und ich bin auch überzeugt, dass sie das auch jetzt machen wird. Ja, und dass es alle immer besser wissen. Im Endeffekt ist es so im Fußball. Am Ende zählen die Ergebnisse. Wir sind der FC Bayern München. Jeder erwartet Titel, auch wir selber erwarten die höchstmöglichen Ziele. Und es wird viel gesprochen, viel spekuliert, viel darüber berichtet. Das gehört dazu. Entscheidend ist, wie wir intern damit umgehen und dass wir... Das ist richtig, ja. Das habe ich auch schon immer gesagt. Da sollte man sich auch nicht von irgendwelchen Experten, irgendwelchen Zeitungen, irgendwelchen dummen Fans wie mich auch nur ansatzweise irgendwie was annehmen. Ja. Wichtig ist, dass man intern klar kommuniziert, dass man intern, ich sag mal, ein Safe Space hat. In der heutigen Zeit wird so viel gelabert, da nehme ich mich gar nicht raus. Der Trainer ist davon überzeugt, dass ein Conny Leimer ein guter Rechtsverteidiger ist, deswegen spielt er da die ganze Saison. Das können wir alle anders sehen. Ich an vorderster Front. Dasselbe zu Leroy Sané, dass der immer noch ein Bayern-Spieler ist, dass der Spieler des Monats März war, ist eine absolute Katastrophe. Aber anscheinend sehen das ja auch 17% der aller Bayern-Fans so. Also von daher, ja, gönnt euch. Dass der einfach kein Bayern-Niveau hat, schon gar kein Champions-League-Niveau, haben die beiden Spiele gegen Inter Mailand auch gezeigt. Das sehe ich so. Aber das Schöne ist, ich kann mich da nächstes Jahr hier hinsetzen und kann wieder sagen, ja, habe ich euch schon vor 2 Jahren gesagt. Und genau das mache ich diese Saison, das mache ich nächste Saison. Also von daher ist das für mich alles fein. Als Verein darfst du dir da nicht reinreden lassen. Wenn du davon überzeugt bist, dann musst du das so machen. Ja, ist doch völlig normal. Wir da haben keine Meinung von außen zu interessieren. So. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf YouTube meine, ich muss das so und so machen, so wie ich meine Videos mache, und dann kommt ihr und schreibt in den Kommentaren, Alter, ist doch voll scheiße, du musst das so und so machen, dann sage ich auch, verpisst euch, interessiert mich auch nicht. Ja, ihr könnt alle eure Meinung haben, das ist fein, genauso wie ich meine Meinung zu den FC Bayern-Themen habe, aber interessieren darf diese Meinung den FC Bayern nicht. Ja. Man kann sich das ja, wenn man meint, wenn man unsicher ist, oder wenn man meint, man möchte was ändern, man möchte was verbessern, dann kann man sich ja gerne mal mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Das ist ja völlig fein. Aber ansonsten dürfen Meinungen von außen, auch von der Presse und so weiter, einfach keine Rolle spielen. Ja. Aber das sollte klar sein, oder? Richtig gut weiterarbeiten. Und dann werden auch die Titel kommen. Davon bin ich einfach total überzeugt. Vincent Schipke wieder, bitte. Ja, ich nicht. No. Da bleibe ich aber auch bei. Das sage ich auch schon seit 2 Jahren. Wenn dieser Kader weiter so bleibt, wonach es gerade massiv aussieht, nee. Der Kader ist einfach, sorry, das ist einfach, es reicht nicht. Ja, also nicht für die ganz großen Ziele, das muss man sagen. Für die Bundesliga, na klar, wirst du jedes Jahr um die Meisterschaft spielen. Sei denn, du hast dann wieder so eine Mannschaft wie Leverkusen oder Leipzig oder Dortmund, die vielleicht mal ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Ansonsten wirst du immer um die Meisterschaft mitfighten. Aber für international ist diese Mannschaft, nee.
Also da muss ein radikaler Umbruch her, damit da was entwickelt wird, ja. Und ich dachte eigentlich, das passiert dieses Jahr. Ich persönlich hake das mal ab unter dem Motto Finale da Home, ja. Da schenken wir uns den großen Umbruch und ziehen die alten Säcke nochmal durch. Das werden wir dann nächstes Jahr sehen, ja. Ob wir endlich dann Vincent Kompany sehen, der seinen Worten Taten folgen lässt, von wegen junge Spieler und so weiter, Spielsysteme und so weiter. Oder ob wir weiter diese gleiche alte eingefahrene Scheiße im 4-2-3-1-System sehen und die gleiche einbahnige Strategie. Bin ich sehr gespannt. Daran anschließend an Herrn Freund, von den Leuten, die es besser wissen, wurde kritisiert, dass der FC Bayern in der Schlussphase jetzt nicht noch einen zweiten Mittelstürmer reinwerfen konnte, wo man vielleicht einfach ihn mit Flanken die ganze Zeit sucht. Hatten Sie diesen Gedanken auch, dass man das im Winter möglicherweise verpasst hat und wäre das jetzt ein Transferziel für den Sommer, ein zweiter Mittelstürmer? Ja, ich glaube, wir haben viele Spieler. Ja, sorry, es ist eine Farce, wenn du als Topmannschaft nur einen Mittelstürmer hast. Was ist, wenn Harry Kane ausfällt? Was machst du dann? Spielst du mit Serge Gnabry in der Spitze oder was? Über was reden wir, Alter? Du musst einen zweiten Mittelstürmer haben. Punkt. Ja? Punkt einfach. Allein um Harry Kane dann, wie gegen Dortmund, hättest du ihn einfach mal schonen können. Dass er fit ist in der Birne und körperlich für sein Rückspiel gegen Inter. Du brauchst einen verkackten zweiten Mittelstürmer und zwar einen zweiten Mittelstürmer mit einer gewissen Qualität. Ja? Punkt. Habe ich auch schon vor 2 Jahren gesagt. Man hätte sich mal mit dem Kramaric auseinandergesetzt, der eine gute Zeit in Hoffenheim hatte. Ja? Ja, du hättest vor ein paar Jahren noch mal Manchu holen können für ein Jahr. Auf seine alten Tage. Ja? So. Also, wenn da jetzt eine andere Antwort kommt, Alter, dann weiß ich es auch nicht, ja. Dann kannst du den Verein echt wirklich abmelden. Da brauchst du nicht über große Ziele reden, Alter. Mit einem Stürmer im ganzen Kader. Die Tore erzielen können. Wir haben in der Liga sehr, sehr viele Tore erzielt, auch in der Champions League viele Tore erzielt. Man kann jetzt über diese Details diskutieren, spekulieren. Doch, kann man. Was ist denn, was wäre, wenn gewesen, Harry Kane hätte sich verletzt? Was dann, Alter? Sorry, Alter, das ist eine scheinheilige Ausrede, Alter. Jeder hat irgendwie recht. Und wenn wir ausscheiden, hat sowieso jeder recht. Und dann, wie so gesagt, dann weiß es jeder besser. Aber wenn man sieht, wie viele Chancen wir uns erarbeiten, wie viele Spieler auch wirklich Tore machen. Ja, aber was hat das damit zu tun, Alter? Ja, es ist ja gut. Wir haben 4 Spieler vorne, die oder 3, ja. Maike, Musiala, Heavy. So, wir haben da 3 Spieler, die konstant torgefährlich sind, die Chancen erspielen. Alles gut, gehe ich 100% mit, ja. Aber was ist denn, wenn der Mittelstürmer ausfällt? Und was ist denn, wie die Frage auch wirklich gestellt war? Was ist denn, wenn du mal eine zweite Strategie brauchst? Ey, wir haben in der 95. Minute gegen Inter Mailand weiter quer und nach hinten gespielt, um auf die andere Seite zu kommen. Anstatt mal zu sagen, oh, yo, ja, Mittellinie, bam, hau das Ding mal vorne lang in den Strafraum, Alter. So wie man es macht, nennt man Brechstange. Haben wir gar nicht das Mittel. Versuchen wir gar nicht. Katastrophe. Können und wie viele Tore wir erzielt haben, dann gab es nicht so viele Saisonen, wo der FC Bayern München so viele Tore erzielt hat. Am Ende des Tages könnte man auch sagen, man hätte vielleicht das eine oder andere Tor weniger bekommen sollen. Also es ist jetzt so, Inter Mailand hat in den 2 Spielen ein Tor mehr erzielt als wir. Aber ich glaube, wir sind da auch in der Offensive richtig gut aufgestellt und haben viele Spieler, die ein Tor erzielen können. Benjamin Zügner von Sport 1, bitte. Frage an Herrn Kompany. Harry Kane hat am Mittwochabend in der Mailänder Mixzone sehr, sehr niedergeschlagen gewirkt. So hat man ihn in seiner Zeit in München selten erlebt. Wie hat er auf Sie gewirkt? Und ja, was hat man denn erwartet? Der gute Mann ist nach München gekommen. Unter dem Versprechen sehr wahrscheinlich und der Prämisse Heavy. Alter, mach dir keine Sorgen. Hier bei München werden Titel gedruckt. Jedes Jahr. Du wirst dir deine Titel holen, du wirst die Chance kriegen, um die Champions League zu spielen. Das große Ziel eines Harry Kane, der noch nie einen Titel in seiner Karriere gewonnen hat. Ja. Was erwartet man dann? Die Chance dieses Jahr, die wirst du nächstes Jahr nicht haben. Du wirst nächstes Jahr, sorry, Leute. Also jeder, der ja auch jetzt, kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht das heißt, ich klugscheiße nächstes Jahr wieder. Jeder, der denkt, dass wir nächstes Jahr ansatzweise um eine Champions League spielen, der lebt in der Traumwelt. Ja, das wird nicht passieren. Es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Mannschaft bleibt so, wie sie ist. Wirst vielleicht ein paar Linia los,
Wirst vielleicht einen King los, wirst vielleicht einen neuen Spieler dazu holen, weil mehr kannst du dir eh nicht leisten. Vielleicht wird es ein Florian Wirtz, I don't know, ja. Selbst wenn er das wird das nicht reichen, um eine Champions League zu gewinnen. Dafür ist unsere Defensive viel zu katastrophal aufgestellt. Möglichkeit 2, du fährst endlich den Umbruch, den benötigten. Einen knallharten Kurs und einen knallharten Umbruch, ja. Und dann wirst du auch eine Entwicklungszeit brauchen für eine neue Mannschaft. So, also wir brauchen nicht darüber reden, dass wir nächstes Jahr ansatzweise um Champions League-Titel spielen. Und das weiß auch Harry Kane, ja. Der ist ja nicht doof, der weiß das. So, und deswegen mein Take, ich wäre mir da noch gar nicht so sicher, ob Harry Kane nächstes Jahr noch in München spielt. Ja? Also immer mal abwarten. Und vor allem haben Sie danach schon mit ihm ausführlich sprechen können. Wenn einer voll motiviert ist, ist es Harry Kane. Und Sie wissen selber warum. Also ich glaube, was Harry angeht jetzt in diesem Moment, glaube ich nicht, dass er Müdigkeit spürt. Glaube ich nicht, dass er natürlich nach dem Spiel, dieses erste Gefühl, das ist manchmal sehr... Ja, das ist immer unterschiedlich, wie man das bearbeiten kann. Aber am nächsten Tag glaube ich schon, dass er weiß, wie wichtig die nächste Woche sind und wie schön ja, die natürlich nächsten weiß er Wochen das. auch werden. Aber wie gesagt, er weiß auch, dass der Champions League-Titel in München sehr wahrscheinlich abgehakt ist für ihn. Ja. Sein für ihn und ich glaube, das ist, was jetzt überlebt auf jeden Fall. Kerry, hau nochmal. Joao Palhinha hat die Erwartungen, kann man glaube ich sagen, bisher noch nicht so erfüllt, noch nicht so den Einfluss auf das Spiel. Deswegen eine Frage an den Trainer. Warum hat er das denn nicht? Warum hat er das denn nicht? Ich beantworte es mal kurz in 3 Sätzen. Weil Joshua Kimmich Sechser spielt. Eigentlich reicht dieser eine Satz, oder? Wenn Palhinha spielt, dann spielt er neben Kimmich oder vor Kimmich und niemals hinter Kimmich. Was soll er da? Er ist kein Achter. Er ist kein Spielgestalter. Er ist ein Sechser, der Lücken schließt, der gegnerische Spieler ausschaltet, der eine Kampfmaschine ist, ja, der ein Kämpfer ist, der eine Naturgewalt ist, defensiv gesehen, ja, der das Spiel braucht als Sechser. Das Feld vor sich sehen. Wo sind die Räume? Wo muss ich Lücken stopfen? Wo kann ich reingehen? Und nicht irgendwo am gegnerischen 16er stehen und den Ball angespielt bekommen. Ja. Was fehlt ihm vielleicht, um dieser wichtige Spieler zu Gar werden? nichts fehlt ihm. Und Man hat mit Joshua Kimmich verlängert und der ist halt unser Sechser und das ist das Thema. So, Punkt. Wenn Vincent Kompany nochmal, ich wiederhole es nochmal, hätte Vincent Kompany Eier, würde er zu Kimmich sagen, du bist mein Rechtsverteidiger. Frage an Herrn Freund, können Sie ausschließen, dass da im Sommer zu einem direkten Verkauf kommt, weil da schon spekuliert wird in die Richtung? Ich kann das nicht ausschließen, Alter. Wenn dann ansatzweise ein Angebot kommt, was in Ordnung ist, sagen wir mal 30 Mille, was schon hochgegriffen ist, hätte man ihn ziehen lassen, Alter. Sehr wahrscheinlich, wenn einer kommt und 25, 20 zahlt, willst du ihn ziehen lassen. Was willst du mit ihm? Du baust auf Kimmich und gut. Ja, er hat vor 10 Tagen oder 2 Wochen, glaube ich, hat er 90 Minuten durchgespielt gegen Augsburg und hat es da gut gemacht. Also nochmal, es ist immer eine Balance. Wir haben andere Spieler, die es im Mittelfeld auch gut gemacht haben. Es ist nicht nur, einer macht das schlecht, es geht auch darum, dass die anderen das manchmal gut machen. Und, nee, das ist eine dumme... Boah, ich könnte richtig eskalieren. Das ist einfach eine scheinheilige Ausrede, Alter. Wenn dem so wäre, dann... Wie gesagt, ich mache das Kimmich-Thema auf bis zum Kotzen, Leute. Ja? Wenn dem so wäre, dann hätte Joshua Kimmich im Rückspiel nicht auf der Sechserposition gespielt. Feierabend. Ja, meinetwegen hättest du selbst einen Goretzka da hinstellen können. Ja? Hast du nicht gemacht? Ja. Dann erzähl doch nicht, oder 90 Minuten gespielt vor 3 Spielen, bei den wichtigen Spielen, wo du eigentlich darauf ankommst, dass wir eine stabile Defensive haben. Und dann stelle ich den einfach nie auf. Ne? Ist mir egal. Hat Pech gehabt mit seinen Verletzungen. Timing von Verletzungen ist auch manchmal wichtig. Und, das ist nicht das Problem, dass er als Achter bei uns spielt. Ist er voll, glaube ich, ready, die Mannschaft zu helfen, wenn sein Moment kommt. Aber es gibt immer einen Kontext und ich glaube nicht, dass es nur über Joao geht. Es geht auch über manchmal, wie die anderen das gemacht haben. Und, in seinen Momenten wird er auf jeden Fall hoffentlich noch ganz oft zeigen, wie gut was er denn ist. Jetzt? Hoffentlich oder?
Ja, es war sicher keine einfache Saison für ihn, auch mit den Verletzungen und ist nicht richtig in einen Rhythmus dann gekommen. Und von Ja, weil er nicht spielen darf, Alter. Wie soll er denn in einen Rhythmus kommen, wenn er nicht spielt? Ey, man hat einen Kingsley Coman 6 Spiele durchgezogen, man hat Alphonso Davies 18 Spiele durchgezogen, man hat Upa und Minjay durchgezogen am Anfang der Saison, man hat Leroy Sané durchgezogen, obwohl die alle katastrophale Leistungen gezeigt haben. Alle, die ich jetzt aufgezählt habe, ja. Und ein Palhinha, dem gesteht man das dann nicht zu, dass er sich eingewöhnen darf, mal über 3, 4, 5, 6 Spiele am Stück. Und mal auf einer Sechserposition dafür, wofür er geholt wurde. Ja? dem her ist auch das erste Jahr für Schau, dass er in so einem großen Verein spielt. Ja, das ist das Problem. Von dem her, nicht, dass er auf einer verkehrten trotzdem, wenn man ihn Position sieht, spielt. wie er trainiert, wie er... Das liegt daran, weil er jetzt bei so einem großen Verein spielt. Ganz großer Verein. Wie er mit der Situation umgeht, er ist ein richtiger Profi. Er ist ein super Charakter, wirklich ein Top-Junge und es ist überhaupt nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben. Christian Kunz. Okay, bevor es wieder heißt, ich klugscheiße, wa? Ja, man wird ein paar Linien abgeben. Punkt. Eine Frage an den Trainer, wie geht es Manuel Neuer und wann wird er ungefähr wieder zurück sein? Müssen wir noch schauen. Also er war natürlich mit der Mannschaft in Mailand. Das war super für uns natürlich. Ja, das war ganz super, dass er aber Manu nochmals, dabei war. Wadeverletzung ist immer sensibel. Habe ich gelernt, oder empfindlich. Und deswegen werde ich selber noch keine Aussprache machen. Aber wenn er wieder voll mit der Mannschaft mittrainiert, dann könnt ihr das sehen von draußen, glaube ich. Und dann werden sie das auch ganz schnell berichten. Und im Moment trainiert er noch nicht mit der Mannschaft. Nächste Frage, Vincent Schäpke. Ja, eine Frage an den Trainer. Was für ein Spiel erwarten Sie morgen? Haben Sie sich das Spiel der Bayern letztes Jahr in Heidenheim angeschaut und wie erwarten Sie den Gegner? Ja, ich hatte das Spiel schon gesehen. Ja, die sind im Moment sehr mutig. Man spürt das natürlich, die Spieler, jedes Spiel ist sehr, sehr wichtig für Heidenheim. Die sind mutig, die machen gute Pressing nach vorne. Die nehmen auch ein gewisses Risiko, damit die Ergebnisse holen. Und ist auch schön zu sehen, weil das ist eine Mannschaft, die kämpft. Und von unserer Seite, wir haben auch Bock auf Kämpfen morgen. Also auf jeden Fall, wir haben auch unsere Gründe, motiviert zu sein für dieses Spiel und was zu bringen zu diesem Spiel, das uns hoffentlich die Siege bringt. Aber ich habe schon, glaube ich, beim Hinspiel gesagt, wie die Verein das gemacht hat, ist schon hervorragend. Es ist schon nicht umsonst, dass die etwas kleinere, traditionell kleinere Vereine jetzt alle in die Bundesliga aufgestiegen sind, glaube ich. Das ist, weil die in ganzer Ruhe sehr, sehr viel gutes Arbeit gemacht haben über weite Strecke, über lange Zeit. Und dann siehst du, dass die auch immer was Besonderes machen können. Und ich glaube, dass die wahrscheinlich in Heidenheim auch schon das eine oder das andere Erfolg gewöhnt sein jetzt. Aber letztendlich morgen wird es auf jeden Fall, in wie wir das angehen, auch einigermaßen gehen um uns und was wir bringen wollen, weil wir hätten auch heute gespielt, wenn es könnte. Michael Schröer, bitte. Auch eine Frage an den Trainer. Jemand, der nach dem Spiel in Mailand sehr in der Kritik stand, war Min-Jae Kim. Wie haben Sie ihn nach dem Spiel erlebt, nach diesen beiden Fehlern, die er gemacht hat? Und wie geht es ihm eigentlich? Denn diese Achillessehnenprobleme, die schleppte er schon durch die ganze Saison mit sich. Ja, Ist ja auch so ein Thema. Ne? Also, habe ich ja auch schon gesagt. Ich mache da Min-Jae jetzt gar nicht den großen Vorwurf. Natürlich muss man ihm Vorwurf machen, wenn er da aufläuft, dann muss er halt, ja, dann muss er da sein in diesen Situationen, ja. Aber dass er aufläuft, ist in der Verantwortung des Trainers. So, ja, du hättest ihn da einfach mal rauslassen müssen. Sorry. vielleicht auf Englisch, weil kann ich meinen Punkt vielleicht besser erklären in diesem Fall. So I said it
already so many times in this press conference, so I think you know my answer by now, about how important it is to me to not isolate any players of my team. So no chance that I will do that. And I think that for us, we always stay together. And if it happens that someone has a bad performance, we not with Minje specifically, but in general, we 100% always will discuss it, face it in front of the group or individually with the players. But to create this environment, you need to sometimes also protect towards the outside, so that in the inside you can be a little bit harder than. Ja, ist richtig. So we will do whatever we need to do to progress. Also er sagt, er wird das, was er immer sagt, ja, er wird nicht öffentlich auf einzelne Spieler eingehen, immer aufs Team gesehen. Das sieht intern natürlich ein bisschen anders aus, da kann man das ein bisschen härter formulieren, da kann man das im Front der Mannschaft besprechen oder auch mit dem einzelnen Spieler. Das ist auch fein, ja. Ich bin auch kein Freund davon, öffentlich Spieler an die Wand zu nageln, es sei denn, es ist das letzte Mittel. Ja. Wenn du Spieler hast, die fit sind, die, was weiß ich, dann 3, 4 Spiele nicht performen, dann kann man die auch schon mal öffentlich an die Wand nageln, wenn das intern nicht reicht. Ja. Aber ansonsten bin ich da auch kein Freund von und gehe da 100% mit. Inside the building. But the only thing what I don't like is to participate. Is, if you take every press conference I've had this season or we've had this season together, I think I've gone through every player in highs and lows, but everybody at some point has been the center of negative performance or criticism, or the center of hype and drama. I don't do in hype and drama. I think if a player doesn't have the quality, he's not in Bayern Munich. Also wenn ein Spieler nicht die Qualität hat, dann ist er nicht hier. Und wenn er die Qualität hat, dann müssen wir die Spieler unterstützen, müssen einigermaßen auch die... Naja, auch da gehe ich nicht mit, wa? Serge, Dieboy, Goretzka mittlerweile, auch wenn er jetzt mal ein paar bessere Spieler hatte. Also wir haben genug Spieler, die nicht die Qualität für den FC Bayern haben. Ja. Zumindest auf den Positionen, wo sie dann gerade teilweise spielen. Guerrero als Linksverteidiger, Conny als Rechtsverteidiger. Das ist keine Qualität, die für den FC Bayern reicht. Sorry. Ich glaube, zeige in was er bringen kann. Sascha Boe habe ich auch noch vergessen. Ja. Bisher konnte der auch noch nichts zeigen, dass man ansatzweise sagt, wow, das ist eine Qualität für den FC Bayern. Palinja dasselbe, weil er auch nicht auf der richtigen Position spielen darf. Also. Und dann hast du manchmal einen Spieler, der die Leistung nicht bringt, wie so viele, dass man schon nennen kann. Also es gab eine Periode, wo ich mag dieses Beispiel, weil Serge Gnabry am Anfang war vielleicht unsere beste Spieler in die erste Ja, ist vollkommen richtig. Die ersten 3, 4, 5, 6 Spiele war Serge der Spieler, der die Offensive getragen hat. In dieser ersten Phase, dann hat er auch ein bisschen Verletzungspech gehabt und so, dann hat er ein weniger Moment gehabt, jetzt ist er wieder voll drauf, man kann sehen, wie er reinkommt, was er macht auf dem Platz. Ja, warum hat er dann nicht gespielt für Leroy Sané in der Startformation gegen Inter Mailand? Und man muss die Spieler auch in den Momenten, wo es nicht gut geht, auch unterstützen. Also das ist meine Rolle, nicht ihre Rolle. Ich würde das auch nicht erwarten von euch, aber Sie müssen verstehen, von unserer Seite, dass es kein Sport sein kann, dass wir gegen unsere eigenen Spieler immer nee, das ist auch richtig. Das können wir machen hier von außen. Wir können da knallhart reingehen. Als Trainer kannst du das nicht bringen. Ja. Also das ist ja auch der Grund, warum so ein Tuchel, der das knallhart getan hat, wahrscheinlich dann auch gescheitert ist an dieser Mannschaft. Ja. Diese Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die muss gepudert werden. Die kommt gar nicht klar mit Tacheles. Ja. Haben wir oft genug gesehen bei den letzten Trainern. Diese Mannschaft verkraftet er nicht. Wenn da jemand ist, der da Tacheles redet, nee, du musst die immer pudern, immer schön kitzeln, immer schön den Arsch kraulen. Ja, das braucht diese Mannschaft. So unterstützen und am Ende einer Saison mit jedem einzelnen Spieler ehrliche Gespräche haben aber jetzt in diesem Moment ist es nur Vollgas auf unsere eigenen Leistungen und eigene Ergebnisse und glaube in unseren Erfolg auch. Und wir haben es auch bisher auch geschafft, hier zu sein, wo wir sind in die Liga. Und das müssen wir durchziehen bis zum Ende. Aber vielleicht dennoch, wie geht es ihm mit den Abrissen?
Ach so, Achillessehnen ist nichts anderes wie manchmal andere Probleme, die man haben kann. Das ist, wenn man Leistungssport macht und man hat sehr, sehr viele Spiele in Folge, viele Reisen, dann macht das was mit deinem Körper, immer. Und er ist nicht der Einzige, aber er geht damit um und das gehört einfach zum Leistungssport. Und leider können wir diese Kalender auch nicht immer beeinflussen. Das heißt, dass es manchmal auch nicht ideal ist für manche Spiele, gerade wenn er so viel reisen muss. Aber er ist Profifußballer und er weiß, wie er damit umgehen muss. Kerry, hau noch mal bitte. Ja, ich habe nochmal eine Frage zu Upamecano, der jetzt ja auch schon wieder Lauftraining gemacht hat. Ja. Haben Sie Hoffnung, dass er noch jetzt in den nächsten Wochen zurückkehrt vor dem Bundesliga-Ende? Danke. Ja, wie es jetzt aussieht, dann schon. Sie wissen, ich mach nicht gerne Zeitdruck auf die Jungs, die in Reha sind. Nur wenn man objektiv schaut, was er jetzt macht, dann sieht es schon gut aus. Aber jeder Schritt muss natürlich stimmen, jeder Schritt muss natürlich jetzt gut laufen. Und wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, dass wir Upa noch diese Saison zurücksehen. Ja. Vielleicht abschließend dann nochmal, Vincent Schäfer, bitte. Dann eine abschließende Frage. Sie haben, als Sie vorhin über Heidenheim gesprochen haben, gesagt, dass kleine Clubs in Ruhe arbeiten können, dass das zum Erfolg beitragen kann. Beim FC Bayern ist ja traditionell immer viel los, aber gerade in den letzten Tagen und Wochen gab es unzählige Diskussionen wegen dem Aus von Thomas Müller, über das Festgeldkonto, alle möglichen Sachen. Ihre Antwort ist da häufig, dass Sie sich einfach nur auf die Spiele als Trainer konzentrieren und da jetzt wahrscheinlich gar nichts zu sagen wollen, aber... Was so kreiert man diese Ruhe? Bitte? Weil so bekommt man diese Ruhe. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie ist es da möglich, für Ruhe zu sorgen? Und haben Sie das Gefühl, dass es sonst auch eine Mannschaft beeinflussen kann? Oder wie ist da Ihr Umgang damit? Sind alle, ich habe schon gesagt, sind alle Menschen. Das heißt, die Hoffnung ist immer, dass die überhaupt nicht beeinflusst werden. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es manchmal passiert. Nur, ich glaube, unsere Rolle ist auch diese Arbeitsumgebung zu kreieren, dass die wissen, okay, hier bekommst du klare Feedback über deine Leistung. Wenn es gut ist, dann sagt man das, auch wenn die Öffentlichkeit sagt, dass es schlecht ist. Und wenn es schlecht ist, dann sagt man das auch wenn die Öffentlichkeit sagt, es ist gut. Und wir sind dafür, wir wollen ein bisschen diese Klarheit kreieren, diese Umgebung, wo die einfach zum Arbeit kommen können und versuchen besser zu werden, versuchen zu leisten, versuchen zu gewinnen. Und dann kannst du dich einigermaßen ein bisschen schützen von was außerhalb passiert. Aber das gehört dazu, würde ich sagen. Ich würde auch keine Spieler empfehlen, zu Bayern zu kommen, wenn er nicht damit umgehen kann. Ja, aber das ist ja nicht nur beim FC Bayern so. Ja, beim FC Bayern ist das natürlich viel, viel größer, weil allein die Bild-Zeitung, die da jede Woche sitzt, das viel, viel größer macht. Aber am Ende des Tages, in der heutigen Zeit, jeder, der Social Media nutzt, ist selber schuld. Ja. Also ich möchte nicht wissen, ich nutze es selber nicht, was da teilweise dann geschrieben wird. Ja. Ich meine, ich kritisiere einen Kimmich auch knallhart, da bin ich schmerzfrei. Aber wenn du dann auf Social Media da, weiß ich nicht, ich glaube, wenn so ein Kimmich sich auf manchen Social Media Seiten durchlesen würde, was da so steht über ihn, dann wird das wahrscheinlich auch nicht gut sein. Ja, und das gilt für den einen oder anderen Spieler, aber richtig, ja. In der heutigen Zeit musst du damit klarkommen, dafür bekommst du auch genug Schmerzensgeld. Von daher muss da keiner rumweinen. Es ist richtig, was Winnie sagt, intern muss das ein Safe Space sein, wenn du da hinkommst. Ja. Da ist nur wichtig, was das Feedback von der sportlichen Leitung ist. Alles andere darf eigentlich nicht interessieren, aber wird mit Sicherheit nicht spurlos an einem vorbeigehen. Also, ja. Ich glaube, jeder sieht Fernsehen, sind normale Menschen, jeder liest mal eine News und wenn dann in der Bildzeitung eine große Überschrift steht, was weiß ich, jetzt wird mit dem abgerechnet, das sagt der, das sagt der, das sagt der. Ich glaube schon, dass das was mit den Köpfen macht. Ja. Da musst du schon ein ganz erfahrener oder ein ganz abgewichster Mensch sein, damit du da komplett drüber stehst. Ne? Trotzdem müssen Aber wie er es sagt, wenn du zum FC Bayern kommst, musst du damit umgehen können und musst damit leben. Ja. wir unsere Rolle ausführen und einigermaßen genieße ich das eigentlich auch schon. Also es ist kein Problem,
wenn alle sagen links, manchmal zu zeigen, dass es eigentlich rechts ist und wenn alle sagen rechts, manchmal zeigen, es ist links, das macht auch ein bisschen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich, bin ich auch so ein Typ. Allerdings läuft man dann Gefahr, das dann nur noch zu machen, eben aus diesem Grund. Ja. Das sollte man vielleicht dann im Hinterkopf haben. Man wird sich beim FC Bayern auch als Trainer entwickeln müssen. Bisher war es gut von Vinny. Es fehlt aber gewisse Sachen fehlen und er wird sich entwickeln müssen. Ja, wenn er das nicht tut, dann kann das auch wieder sehr, sehr schnell vorbei sein, leider. Ich hoffe es nicht. Ja, ich bin überzeugt von Vinny. Definitiv, hat ein paar sehr, sehr gute Ansichten und kommuniziert Sachen sehr, sehr klar, sehr gut. Aber er muss die nächsten Steps gehen nächstes Jahr. Vielen Dank. Danke. Dann bis morgen. Dann bis morgen. Leute, kurz und schmerzlos. Vielen lieben Dank. Haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis morgen. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.